Grüezi miteinander. Ich begrüße recht herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Folgende Themen haben wir für Sie bereit. Sonderpreis für die Murmeltierflüsterer aus Uetendorf bei Schweizer Jugend forscht. Und in Brienz geht der Kampf um die Risikozone weiter. Vorher noch die aktuellen Kurzmeldungen aus der Region. Am Sonntag war es endlich so wie. Es ist zum heiß erwarteten Derby Grizzlies gegen Tigers gekommen. Das erste starke Team der Berner ist kurzfristig noch durch einen Import ergänzt worden. Die Thuner haben also gewusst, dass sie ein deutlich schwereres Spiel erwartet als die beiden vorherigen Wochen. Die Grizzlies haben schlussendlich mit 24:7 gewonnen. Deutliche Gewinnsteigerung im ersten Quartal. Die Bank UBS hat in den ersten 3 Monaten des Jahres trotz dem Krieg in der Ukraine und steigender Inflation gut gearbeitet. Sie hat deutlich mehr Gewinn erzielt als im entsprechenden Vorjahresquartal und damit auch die Erwartungen klar übertroffen. Zusatzvorstellung, wie einer zum Mörder wird. Das Drama «Wojciech» von George Büchner ist beeindruckend aktuell. Ein Soldat wird durch soziale Not und psychischen Druck zum Mörder. Die Theatergruppe vom Gymnasium Interlaken Gstaad spielt das eindrückliche, bildstarke Drama mit Musik, Tanz und Akrobatik am 1. Mai in der Aula vom Gymnasium Interlaken und am 4. Mai in der Schulanlage Ebnit zu Gstaad. Die 18-jährige Sarah Marmarosch darf sich über 2 Auszeichnungen am 56. Nationalen Wettbewerb Schweizer Jugend forscht freuen. Ihre Arbeit rund ums Thema Dialekt und Murmeltier hat von der Fachjury das Prädikat ausgezeichnet bekommen. Gleichzeitig hat sie sich über den zusätzlichen Preis für junge Linguistinnen freuen. Mit dem Ben Abeckle hat sie über diesen Erfolg geschwätzt. Ich bin Sarah, komme aus dem Kanton Bern und habe mich in meiner Maturarbeit mit den Dialekten im Tierreich auseinandergesetzt. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe meine Arbeit als mittelklassig eingestuft. Ich bin jetzt recht erstaunt und recht überrascht worden an dieser Preisverleihung. Ich habe da eine mega coole Zeit erleben mit vielen coolen und mega spannenden Leuten, die alle mega spannende Projekte haben gemacht und extrem motiviert und neugierig waren und spannende Fragen auch über meine Arbeit haben gestellt. Und jetzt ist natürlich noch der krönende Abschluss mit der Preisverleihung, wo alles noch so abgerundet. Genau. Ich habe einerseits das Prädikat bekommen, das Prädikat hervorragend, und andererseits einen Sonderpreis für junge Linguistinnen. Also das wird einerseits ein weiteres Preisgeld sein, wo von dieser Organisation auskommt. Und andererseits werde ich ein Event oder einen Kongress dürfen besuchen, wo, soweit ich verstanden habe, mit internationalen Leuten zusammenarbeiten über die Entwicklung von Sprache, auch bei Tieren. Also zum Beispiel bei Erdmännchen oder verschiedenen Tierarten, aber auch bei Menschen. Dort werde ich mit dem Murmeli davon sein. Eigentlich ist schon eine beschlossene Sache in Brienz. Von der Schleegasse bis zum Bahnhof soll man zukünftig nur noch 30 km pro Stunde fahren. Doch einige Einwohner wehren sich vehement gegen den Plan. Wieso ihnen die minime Temporeduktion so gegen einen Strich geht und wie sie sich wehren wollen, haben sie Sarah Neuhaus bei ihrem Besuch erzählt. Tempo 30 in fast durch das ganze Brienzer Dorf durch. Das stößt euch ein bisschen sauer auf. Warum ist das nicht eine gute Idee? Ja, Tempolimit 40 die hat sich bewährt. Es gibt eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Aufstoßen tun wir eigentlich fast mehr, dass man nicht darüber abstimmen im Dorf. Das ist eigentlich das Anliegen, das wir haben. Nicht Tempo 30 oder Tempo 40. Logisch sind wir für Tempo 40. Aber wenn wir haben Tempo 30, dann ist das für uns okay. Aber uns stößt auf, dass wir nicht darüber abstimmen. Hans-Uri Flück, ihr habt zu den Ersten gehört, die sich da auf die Gemeinde erkundigen, beschweren wegen dem Thema. Was hat mich denn dazu bewogen? Wir haben gestellt, dass vom Gemeinderat sehr ein undemokratisches Vorgehen war gegenüber der Bevölkerung. Diese Tempoveränderung
die Neue, das betrifft sehr viele Leute und mit hat das Gefühl und mit deucht, da sollte man darüber abstimmen in der Gemeinde. Das war eigentlich das Hauptanliegen von mir. Ja. Was ist die Hoffnung für die Zukunft, wie das da rauskommt schlussendlich? Ja, die Hoffnung für uns ist eigentlich, dass man es so lässt, wie es jetzt ist. Weil wir ja der Meinung sind, es ist nichts passiert im Dorf, es hat keinen grösseren Aufwand gegeben. Aber wir werden natürlich auch 30 akzeptieren, wenn das Volk so will, weil die Abstimmung für uns Priorität hat. Das war es vom heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, präsentieren Ihnen unsere Kollegen von Meteo News. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Mänti heute, der hat sich definitiv von seiner grauen Seite gezeigt. Zum Beispiel auch in Bern, also viele Wochen wie so nass, tiefdruckbestimmtes Wetter, das wir hier hatten. Und ähnlich geht es morgen weiter. Wenn wir uns nämlich die Strömungsanimation anschauen, sehen wir, die Luftdruckverteilung ist zwar recht gering, allerdings haben wir morgen ein Höhentief, das von den Benelux-Staaten Richtung Tschechien zieht und die Luft nochmal deutlich anfeuchtet. In der Nacht auf morgen gibt es also weitere Regengüsse und ist morgen Vormittag meistens bewölkt und auch zeitweise nass. Die Temperaturen die liegen am Morgen früh zwischen etwa 6 und 8 Grad. Im Verlauf des Tages gibt es morgen aber doch langsam Wetter eine Beruhigung. Geht Richtung Jura oder auch im Seeland. Da gibt es höchstens noch einzelne Regengüsse, zum Teil längere sonnige Abschnitte im Oberland. Da ist es noch ein bisschen häufiger nass, aber im Vergleich zum Vormittag gibt es ja dort langsam eine Wetterbesserung. Die Temperaturen die erreichen im Oberland maximal etwa 12 bis 14 Grad, in der Stadt oder im Seeland da haben wir 14 bis 15 Grad. Auf dem Mittwoch da gibt es dann aber doch deutliche Wetterbesserung. Wir haben zwar zuerst und dann noch Restwoche, tagsüber wird es aber recht sonnig. In Interlaken beispielsweise, da messen wir maximal 16 Grad. Am Donnerstag gibt es viel Sonnenschein und blauen Himmel bei knapp 20 Grad. Und am Freitag ist es recht sonnig. Allerdings haben wir dann zum Teil wieder ausdehntere Schleierwochen. Aufs Wochenende da sieht es aus heutiger Sicht eher unbeständig aus, bei einem Mix aus sonnigen Abschnitten, Wochen, aber auch einzelnen Regengüssen. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Einen ganz schönen Feierabend und morgen einen schönen Dienstag. Auf Wiedersehen miteinander.